Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. In dieser Folge wollte ich nicht ganz zu lang reden, und zwar, wir sind noch in der letzten Folge im Nether gestorben. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass wir schnell Fully Blood, also ohne gar nichts, eigentlich mal versuchen, nochmal schnell unsere Sachen zurückzuholen. Für das müssten wir aber direkt wahrscheinlich nicht rein. So, und jetzt müssen wir direkt mal losrennen, nein, die andere Richtung. Wir haben ja nur eine gewisse Zeit, um unser Material wiederholen. Und ich hoffe jetzt eigentlich, dass ich das so plus minus anbekomme, dass ich direkt den Weg finde und unser Material wieder. Und ich hoffe, dass ich das jetzt unter 7 Minuten anbekomme. Und dann schauen wir mal, ob wir unser Zeug nochmal finden. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, dann begeben wir uns sowieso nochmal raus. Aus dem Nether raus. Dann gehen wir nämlich nochmal Material herstellen. Ja, tun wir nochmal Material herstellen und nachher würde ich dann auf Erkundungsreise gehen. Mir ist empfohlen worden in den Kommentaren, ich soll auf Erkundungsreise gehen. Und ich finde das noch eine ziemlich schmackhafte Idee. Soll ich da jetzt versuchen, einfach gerade runterzukumpen? Kommt das echt gut? Also, let's go. So, let's go. Wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen Vollgas geben. Wir müssen Vollgas geben, dass wir unser Material wieder finden. Nicht runtergehen. Schön ruhig behalten, rennen, rennen, rennen. Also Essen hätten wir ja auch noch dort, und wenn wir jetzt sterben würden, wäre es ja nicht allzu schlimm. Wir haben kein Level, wir haben kein Material bei uns. Und mir wäre es noch wichtig, weil wir halt so viele Spitzhacken und Schaufeln und Schwerter und Essen und all das Zeug würde ich eigentlich gerne wieder haben. Und wir sind da vorne schon an der Abzweigung. Wenn wir Glück haben, schaffen wir das wirklich unter 7 Minuten wieder zu finden. Es ist ja nicht allzu schwierig. Wir sind gerade bei dem Penis gestorben, der am Boden ist. Wo so aus Knochenblöcken haben wir so einen Penis gemacht am Boden. Und dann sollten wir den eigentlich wieder gut finden. Und der Weg ist auch nicht allzu schwierig. Und jetzt sollten wir auch nicht mehr angegriffen werden von diesen Schweinchen. Weil es ausgesehen habe, letztes Mal bin ich da dran gestorben. Weil ich den getötet habe, der uns angegriffen hat mit dem Bumerang. Genau, jetzt müssten wir einmal alles komplett rundum da. Es wird eben ein Skelett. So. Ich verstehe immer noch nicht, was Skelette da in der Höhle machen. Ja, komm. Wir haben es vermasselt. Ich verstehe nicht, was Skelette dort in der Höhle machen. Ich würde sagen, wisst ihr was? Wir bauen einfach alles nochmal neue Sachen. Ich habe jetzt gehofft, ich kann ihn eben irgendwie ab den Dings runterrühren. Aber wie es aussieht, ist das nicht der Fall gewesen. Dann würde ich sagen, dann machen wir uns parat, um auf Erkundungstour zu gehen. Oh je, jetzt bin ich schon wieder gestorben. Aber wir haben es wenigstens probiert. Schauen wir es so an, wir haben es wenigstens probiert. So, wir brauchen... Jetzt habe ich es falsch gebaut. Hey, ich bin auch nicht bei der Sache. Kann man die wieder zusammensetzen? Die kann man auch nicht zusammensetzen. Für was braucht man denn so etwas? Ein Eichenknopf. Ein Eichenknopf. Ich bin wirklich voll nicht bei der Sache. Für was brauche ich Eichenknöpfe? Jetzt haben wir wenigstens ein paar Eichenknöpfe. Okay, von mir aus. Ich glaube, ich sollte noch ein bisschen mehr Eisen haben. Wir müssen sogar noch mal eine Rüstung machen. Also wir haben wirklich alles verloren. Ja. Wir haben es versucht. Wir haben es versucht und haben es nicht geschafft. Dann würde ich jetzt mal sagen, dann bauen wir jetzt uns zuerst mal wieder eine komplette Rüstung. Und dann noch ein paar Hosen. So, dann brauchen wir sicher noch ein Schwert auf Erkundungstour. Dann brauchen wir eine Spitzhacke. Axt wäre nicht so schlecht. Und eine Schaufel. Also jetzt haben wir recht viel Material wieder verwendet. Aber ich denke, so sind wir schon mal gerade wieder gut ausgerüstet. Würde ich jetzt mal behaupten. So, zack. Sohle. Dann haben wir alles. Ein Schild hätte ich aber noch gern. Einfach wegen dem Skelett und denen. Jetzt ist aber die Frage, Schild... da bräuchte ich die ganzen Blöcke. Das habe ich bis jetzt noch nicht gelernt. Oh jegeli, oh jegeli. Und nachher würden wir uns einfach irgendwo auf den Weg machen. Mir ist das empfohlen worden in den Kommentaren und ich habe das eine coole Idee gefunden. Anstatt jetzt hier nochmal im Nether rumsuchen. Wie man sieht, bin ich ja gerade wieder gestorben. Gut, wäre ich jetzt voll ausgerüstet runtergegangen, denke ich, hätten wir es wahrscheinlich schon geschafft. Aber, ja, ich glaube, man versteht, was ich... So, dann nehmen wir das hier an. Jetzt müssen wir aber nochmal ein bisschen Kohle mitnehmen. Jetzt klauen wir da ein bisschen raus und da nochmal ein bisschen raus. Dann haben wir nochmal wieder ein bisschen Kohle. Und soweit haben wir eigentlich alles, was wir brauchen, außer noch etwas zu essen. Etwas zu essen wäre mal nicht schlecht. Da haben wir noch ein bisschen geschwellte. Wir könnten da gerade noch Herdöpfel brutzeln. Dann machen wir da nochmal ein bisschen Brot. Und dann müssen wir uns irgendwann sowieso nochmal um unsere Felder kümmern. Das wäre mal nicht so schlecht eigentlich. Zack. Zack. Zack, okay, 29 Brot. Mit denen sollten wir eigentlich schon mal ziemlich gut vorwärts kommen. Ich bin mir sogar unsicher, ob wir oben drinnen noch ein bisschen Brot haben. Das können wir ja gerade noch schnell nachgüchseln. Ja, da haben wir noch 7 Brot. Wir hätten da sogar noch Steaks und Herdöpfel, nochmal ein bisschen Weizen. Komm, dann machen wir direkt nochmal
Dann machen wir doch direkt mal ein bisschen zu Fuden oder für auf den Weg. Und nachher gehen wir zuerst mal gemütlich pfüseln und nach dem Pfüseln machen wir uns dann auch noch mal gemütlich auf den Weg. Richtig irgendwo hin. Einfach irgendwo. Wir wissen jetzt nicht wo, wir gehen einfach mal. So, dann würde ich sagen, gute Nacht miteinander. Schlafen gut. Ah. So, guten Morgen, guten Morgen. Was ich mir gerade noch überlegt habe, ist, was wir noch mitnehmen könnten, wäre unser Bett. Weil sonst muss ich dann auf dem Weg dann extra wieder eins bauen. Da haben wir sogar noch ein Buch, das hätten wir noch verzaubern können. Da haben wir noch Geschwellte, komm, dann nehmen wir auch noch mit. Gar nicht gewusst, dass wir da oben drin noch Essen haben, weil das gehört irgendwie gar nicht da rein, sondern das gehört eigentlich in unsere Essenskiste. Dann tun wir es gerade mal drüber verpflanzen. Und eine Werkbank hätte ich noch mitnehmen. Aber dann klauen wir die von draussen. Wir haben da draussen 2 rumstehen. Wir haben gerade da vorne bei unserer Zuckerrohrfarm eine. Die können wir gerade schnell stipitzen, genau da. Dann nehmen wir die nämlich schnell mit, dass wenn wir unterwegs etwas bauen müssen, dann können wir das ganz kurz schnell machen. Das einzige Wichtige, was ich jetzt noch ganz kurz schnell machen muss, und zwar müsste ich schnell meine... Oh nein, falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Wie schaue ich schon wieder meine Koordinaten an? Das ist eine gute Frage. Ich glaube so. Ah ja, okay. Ich muss nur ganz kurz schnell meine Koordinaten da drauf haben, damit ich dann weiss, wo wir dann genau waren, wenn ich wieder verloren gehe. So, dann haben wir das. Dann kann ich die nämlich dann beim Schneiden nochmal schnell aufschreiben. Und dann würde ich sagen, wir sind ja letztes Mal in die Richtung gegangen. Wie wäre es, wenn wir dieses Mal in die... Nein, in die Richtung sind wir eben nicht gegangen. Da kommt dann das Island und der Dschungel. Aber in den Dschungel rein, das wäre vielleicht mal noch etwas. Weil in den Bergen sind wir ja schon ein bisschen rumsuchen. Also umeinander schauen. Und dann würde ich mal sagen, dann gehen wir einfach mal in die Richtung da. Wir sind gut ausgerüstet, wir haben genug Essen dabei, wir haben Materialien dabei zum Zeug abbauen. Also wenn wir jetzt irgendetwas Cooles finden, können wir das auch noch abbauen. Besonders wenn wir nochmal auf eine Höhle stoßen, wäre natürlich noch cool, weil wir bräuchten unbedingt mal noch Gold. Aber wir müssen eigentlich noch recht viele Sachen machen. Also man muss das positiv anschauen. Wir haben noch so viel zu tun, aber jetzt wollte ich zuerst mal ein bisschen auf Reisen gehen. Jetzt wollte ich zuerst mal ein bisschen in die weite Ferne gehen. Mal schauen, ob wir irgendwie eben, so etwas Cooles finden, wie einen Tempel, neue Landschaften. Irgendetwas in die Richtung. Weil es tut uns auch mal gut, wenn wir ein bisschen wegkommen von unserem Zuhause und nicht die ganze Zeit irgendwo bei uns verschollen. Und das mit dem Nether, das verschieben wir. Das verschieben wir auf ein anderes Mal, weil, ganz ehrlich, mir ist das zu gefährlich dort drin. Ich glaube, wenn ich dann nochmal dort reingehe, dann gehen wir mit komplett verzauberter Rüstung, mit Diamantsachen komplett ausgerüstet, gehen wir nochmal dort rein. Vorher ist mir das einfach ein bisschen zu gefährlich. So, da vorne landen wir ja bei unserem allerersten Hütli. Da sind wir schon ewig nicht mehr gewesen. Let's go. So. Hey, da haben wir ein Lama. Eigentlich könnten wir direkt das Lama zähmen. Aber jetzt schauen wir mal schnell nach. Da drin haben wir ja auch noch Sachen gehabt. Unser allererste Hütli. Da hinten hätten wir sogar noch Leder, das wir mitnehmen könnten. Das nehmen wir gerade mal schon mit. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Der Rest lassen wir alles da. Da habe ich keine Ahnung, für was wir das brauchen können. Knochen, blablabla. Aber gut zu wissen, dass wir nochmal schon da waren. Kohle hat es keine. Und da hätten wir sogar noch eine Werkbank. Das war ja unser allererster Zuhause, wo ich einfach so in die Landschaft hineingebaut habe und gefunden habe, wir haben zu wenig Platz. Geht gar nicht. Und jetzt gehen wir in die Richtung, wo wir nämlich mal gespawnt sind, nämlich Richtung Dschungel. Ich hätte eigentlich noch ein Bötchen mitnehmen. Das wäre vielleicht noch eine coole Idee gewesen, wenn wir noch ein Bötchen mitgenommen hätten. Aber das können wir ja im Notfall immer noch bauen. Wir haben ja angestanden. Und dann müssen wir ein paar Bäume fällen und dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Jetzt tun wir halt hier ausnahmsweise mal übertauchen. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendetwas finden. In der Eislandschaft eben hat es irgendwie nichts, da sind wir ja schon mal gewesen. Und jetzt wollte ich einfach mal Richtung Dschungel und dann einmal durch den Dschungel durch, wenn es sein muss. Und einfach mal schauen, ob wir irgendetwas Schmackhaftes finden. Einfach mal schauen, ob wir irgendetwas Schmackhaftes finden. Wir haben ja das Bett dabei, wir haben die Werkbank dabei. Wenn wir irgendetwas Spezielles machen müssten, können wir das natürlich machen. Und jetzt eben das Bötchen. Das Bötchen hätte ich noch mitnehmen. Das Bötchen wäre vielleicht eine gute Idee gewesen, dass wir das noch mit einpacken. Aber wie es aussieht, ja. Da vorne haben wir ein bisschen Zuckerrohr, das können wir eigentlich auch mal schon schnell abbauen. Einfach die oberen Schichten, die unteren lassen wir. So, dann haben wir gerade wieder 4 Zuckerrohr für unsere Bücher. Da hat sich auch der ganze Ausflug schon gelohnt. So, ich würde sagen, einfach mal mit in den Dschungel rein, oder? Einfach mal mit rein. So. Ein bisschen falsch, dann macht uns auch nichts. Wir haben ja genug Essen dabei, um uns wieder auffüllen. So. Dann schauen wir mal ob wir irgendetwas gesehen haben. Aber da hinten wäre ja alles Eislandschaft. Da sind wir ja schon mal rumschauen, da habe ich nichts Spannendes gefunden. Und da ist mir ja gesagt worden, in der Eislandschaft findet man eigentlich nichts Spannendes. Dann hoffe ich, dass wir jetzt hier im Dschungel auf irgendetwas treffen. Was ist diese?
Was ist diese? Melone! Nehmen wir mit. Das sind aber komische Melonen. Müssen die nicht grün sein? Wir nehmen es einfach mal mit. 19 Melonen. Da haben wir noch eine kleine Erfrischung für auf dem Weg. Und ich glaube, die können wir sogar abpflanzen wieder, wenn wir mich nicht täuschen. Könnten wir dann schauen, dass wir mal ein paar Melonen abpflanzen. Müssten wir dann mal schauen, dass wir sonst noch mal ein neues Feld machen oder irgendetwas in die Richtung. Aber ich wollte das Haus aufbauen und noch mal ein bisschen ausbauen. Dann können wir dann schauen, dass wir noch mal irgendeine Art Feld noch mal voneinander pflanzen können. Da wäre Melonen vielleicht gerade mal das Richtige. Dann gehen wir mal hier die Türen. Bis jetzt haben wir nichts Spannendes gefunden, außer viel Wald. Aber das ist aber, glaube ich, im Dschungel nicht verkehrt. Und wir versuchen hier jetzt einfach mal durch den Dschungel irgendwie uns durchzukämpfen. Durch die ganze Wildnis hier. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendetwas Spannendes finden. Da wäre ich fast runtergefallen. Das ist, glaube ich, eher einfach eine Schlucht. Das hat nichts mit Minen oder sonst irgendetwas zu tun. So. Ich glaube, wir sollten lieber schauen, dass wir ein bisschen mehr in die Höhe gehen. Da hätte ich doch rauf mögen. Dann gehen wir da durch. So. Aber da müssten wir wieder runter. Es geht da rauf und ab und links und rechts. Aber schauen wir mal um. Vielleicht finden wir da wirklich etwas Spannendes. Koordinaten haben wir ja schon mal. Was ist da? Nicht zu weit führen. Einfach irgendeine Schlucht. Aber da wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gross schauen. Ich hoffe eben, dass wir irgendeine Art Tempel finden. Da hätte ich irgendwie Freude dran. Wenn wir irgendeine Art Tempel finden, wo wir ein bisschen durchsuchen können. Das wäre einfach so das Highlight, wo wir finden könnten. Wo ich stinke Freude hätte. Und darum würde ich jetzt sagen, dann gehen wir einmal da durch und dann schauen wir. Vielleicht sehen wir auf der anderen Seite von unserem Dschungel, ob es da noch irgendetwas Spezielles hat. Darum würde ich eben sagen, probieren wir da einfach einmal durchgehen. Koordinaten haben wir ja, dass wir den Retourweg finden. Egal wie weit weg das wir gehen. So auf den Bäumen rumkumpen ist jetzt auch nicht gerade das Beste. Okay, jetzt bin ich sowieso runtergefallen. Ja, moin. Wo? Etwas Spannendes haben wir noch nicht gesehen bis jetzt. Aber es ist gemütlich hier im Dschungel. Also da könnte man sich einmal überlegen, ob wir ein Baumhaus bauen wollen. Und dann könnten wir nämlich alles Schienen bis zu unserem Dorf ziehen und dann könnten wir die ganze Zeit zu unserem Baumhaus fahren oder so. Aber ich bin mir unsicher. Da sind wir, glaube ich, mal. Haben wir einen Ort gefunden, wo wir mal gespawnt sind? Ist das das? Dass wir den Ort wirklich nochmal finden? Ich glaube, das ist das, weil er sagt, das Kistchen da. Ich glaube, da sind wir fast. Wir sind in der Nähe, wo wir gespawnt sind. Aber weißt du, was klaue ich mir da? Komme ich da an? Komme ich dort an? Weil wir brauchen Gold. Wir brauchen Gold. Dann machen wir das so. Ich muss da irgendwie raufklettern kann. So. Ich wollte jetzt das Gold nämlich. Und der Stein ist hure schön. Den nehmen wir auch gerade mit. Ich brauche den anderen Stein unten noch. Ich knuddle. Hätte ich besser überlegen müssen. So. Und dann gehen wir nämlich schnell da rauf, weil ich das Gold einsammeln. Ich glaube, Goldblöcke können wir wieder umbauen zu normalem Gold. Da haben wir wenigstens schon mal ein bisschen Gold gefunden. Genau, weil die können wir, glaube ich, umwandeln dann zu normalen Goldblöcken. Genau, 9 Goldblöcke sind das schon. Ja moin, das sagen wir doch nicht nein. Das sagen wir doch nicht nein. Nehmen wir doch mit. So, dann gehen wir mal weiter, weil von da aus sind wir ja dann in die Richtung gegangen, um unseren Ort zu finden, wo wir jetzt unser Häuschen gebaut haben, aber in die andere Richtung sind wir noch nie gegangen. Let's go, aber dass wir den Ort wirklich gerade nochmal finden, wo wir mal gespawnt sind, ist auch ein bisschen verwunderlich, ja, dass wir so gut sind. Gehen wir dann mal ein bisschen in die Höhe, wenn das klappt. Ja, dann können wir uns ja den Ranken aufziehen, da gehen wir nochmal runter. Dann haben wir schon wieder etwas fooden. Ich bin gerade froh, dass wir noch die Geschwellte gefunden haben, dass wir wirklich en masse Essen dabei haben. So, Melone! Wie baut man Melonen am besten ab? Mit der Spitzhacke oder mit der Axt? Mit der Axt, okay. Haben wir schon wieder etwas Neues gelernt, das ist ja einmal gut. Bis jetzt sehen wir wirklich nur Dschungel. Es nimmt kein Ende. Mal schauen, wie weit das machen wir die Folge. Hup. So. Komm jetzt. Gibt es im Dschungel sollte es, glaube ich, auch Tempel geben, wenn ich mich nicht täusche. Also es wäre gut möglich, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, auf einen Tempel zu stoßen, aber
Bis jetzt haben wir noch nichts gefunden. Wenn wir schauen, sobald Abend wird, müssen wir mal noch ganz kurz schnell schlöfeln. Das war ein schöner Jump von mir. Da bin ich selber gerade ein bisschen fasziniert von mir. Jägeli. Aber ich habe das Gefühl, ich werde immer besser. Außer so Sachen, auf das müsste ich eigentlich verzichten. Melonen essen wir momentan mal nicht, das behalten wir mal für uns. Weil ich eben unsicher bin, ob wir das könnten. Darauf sollten wir doch laufen können. So tief ist doch das nicht. Wieso sieht doch nicht? Also wir joggen so ganz langsam vor uns her. Auf der Suche nach etwas richtig Speziellem. Etwas Gutem. Aber bis jetzt haben wir wirklich nichts gefunden. Okay. Da. Gibt es eigentlich auch so Feuerlandschaften, frage ich mich gerade. Das Vögeli. Oder was ist das? Was ist das? Ist das ein Papagei oder so etwas? Was ist das? Oh je! Sally! Ich glaube, das ist ein Papagei. Kann ich den töten oder soll ich ihn leben lassen? Stirb! Was gibt er mir? Federn? Okay. Ich hätte ihn, glaube ich, nicht töten sollen. Von denen habe ich bis jetzt weniger gesehen. Was leuchtet da unten so blau? Wasser. Okay. Es hat eher nach so einem blauen Stein ausgesehen. Ich habe mich gerade gefragt, was ist das für ein blauer Stein? Ich bin mir gerade mal überlegt, ob wir ein bisschen durch die Nacht wandern oder nicht. Weil es wäre ja auch mal schön. Oder ob wir uns irgendwo ein Lager aufbauen wollen. Weil ausgerüstet wären wir könnten uns wehren. Hier haben wir schon so einen komischen Creeper. Die sieht aber komisch aus. Die sieht aus wie ein normaler Creeper. Doch, die sieht aus wie ein normaler Creeper. Okay. Der hat irgendwie so bläulich auch ausgesehen. Die sind alles blau momentan. Oh Jägeli. Oh Jägeli. So. Ich glaube, wir sollten irgendwann mal langsam ans Ende von dem Dschungel kommen. Wir laufen im Kreis. Vielleicht haben wir uns verlaufen hoch 10 und wir laufen schon die ganze Zeit im Kreis, wer weiß. So. Wir gehen jetzt mal noch da durch. Wir wandern jetzt ein bisschen durch die Nacht. Es könnte halt ein bisschen dunkler werden. Weil ich kann leider nicht heller machen. Ausser wir wollen ganz kurz schnell schlafen und uns da einbuddeln. Aber eigentlich habe ich so Lust mal durch die Nacht wandern, weil wir das noch nie gemacht haben. Oder noch nie gross. Und im Dschungel dunkt es mir, hat es jetzt auch nicht wirklich allgemein nicht viele Gegner. Also bis jetzt. Ausser da haben wir ein Skelett. Ich nehme Rache an dir für das letzte Skelett, das mich getötet hat. So. Da kommt schon der nächste. So, nice. Habe ich alles aufgesammelt? Nicht wirklich. Okay. Hörst du das nächste Skelett? Also ich muss sagen, am meisten in Minecraft finde ich immer Skelett. Keine Zombies, keine Creeper, sondern wirklich Skelett finde ich immer am meisten. Ich glaube, die mögen mich einfach nicht. Ich glaube, die mögen mich wirklich nicht. Jetzt bräuchten wir eben so einen Hund, der die ganze Zeit jagt, damit sie mich in Ruhe lassen. Ich höre schon wieder ein Skelett. Überraschungsangriff! Das hättest du nicht erwartet, hä? So. Wo sind wir da? Ich glaube, wir könnten langsam am Ende vom Dschungel kommen. Es könnte langsam das Ende vom Dschungel sein. Da sieht es nämlich nicht mehr so viel nach Dschungel aus. Wir gehen jetzt da mal am Wasser entlang. Sonst muss ich mich da extra raufbuddeln. So, da geht es nämlich besser rauf. Okay. So, oder? Nein, ist doch nicht das Ende vom Dschungel gewesen. Da geht es noch ein rechtes Stückchen. Ich höre etwas laufen. Oh mein Gott, ausnahmsweise ein Zombie! Sogar 2! Alle zusammen, schön euch zu sehen. Anstatt immer nur die grusigen Skelette, einmal ein bisschen etwas anderes. So, dadurch leveln wir jetzt wenigstens ein bisschen schneller wieder. Jetzt haben wir schon wieder 4 Level aufgebaut, das finde ich auch noch cool. Gehen wir mal in die Richtung. Und ich glaube, so Spinnen gehört irgendwo. Spinneli. Wie baue ich das wieder am besten? Dann machen wir einfach so schnell. Der Dschungel ist ja riesig! Ich habe nicht gewusst, dass die Dschungel wirklich so gross sind. Ich hätte erwartet, dass wir da irgendwann langsam mal durchkommen. Aber dass die so gross sind, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. So, in welche Richtung wollen wir? Das ist eine gute Frage, hä? Gehen wir einfach mal weiter da durch. Gehen wir einfach mal weiter da durch. Gehen wir schauen, ob wir noch etwas Spannendes finden, oder?
Aber es sieht nicht danach aus. Aber Gegner haben wir auch nicht allzu viel. Also im Dschungel spawnen nicht so viel. Gut. So, bis jetzt kämpfe ich mich aber noch gut durch da. Ja. Ich glaube, nein, essen müssen wir nicht unbedingt. Wir haben eigentlich volles Herz. Warten wir lieber, bis nochmal ein Balken runtergegangen ist. Also wir haben bis jetzt nichts Spezielles gefunden. Wir haben wirklich bis jetzt noch nichts Spezielles gefunden, außer ein paar Skelett. Oh mein Gott, ein Skelett und ein Zombie. Das Highlight vom Tag. Ein Skelett und ein Zombie gleichzeitig. So, und schon sind sie wieder weg. So, ich muss mal probieren, zu kämpfen gegen die, ohne ein Leben zu verlieren. Ich verliere irgendwie immer recht viel Leben gegen die. Dort hinten leuchtet etwas. Dort hinten leuchtet etwas. Gehen wir schauen. Bitte bin nicht einfach nur Lava, sondern bin etwas cool. Dort hinten leuchtet etwas richtig gross. Ein Brand wieder. Schon wieder ein Brand im Wald. Jedes Mal, wenn wir in einem Wald sind, finden wir einen Brand. Das könnte sogar nicht der Brand von letztes Mal sein. Den wir schon mal gesehen haben. Dann laufen wir aber wirklich im Kreis. Also das ist die... Okay. Also ich wette, wenn wir jetzt so stehen bleiben, haben wir bald keinen Wald mehr. Weil wenn wir sobald wir weggehen, hört das ja auf eigentlich dort. Aber dass wir immer so Lava auch wieder in der Pfütze, im Nichts findet. Soll ich? Er will den Rache weg seinem Papi nehmen, den wir vorher getötet haben. Ist gestorben? Oh nein, ich hab schon gemeint, er ist gestorben. Hat sich totgestellt. Hat es überraschen. Okay, leider nur ein Feuer. Also nur ein Feuer leider. Leider nur ein Feuer. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir mehr finden. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach... Oh, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter in die Ferne. Und schauen mal, was wir Spannendes finden. Aber bis jetzt haben wir nichts gefunden. Ausser viel Wald. Und irgendwelche Zombie-Skelette. Ja, aber ich mache sie kalt. Das wäre fast ins Loch, aber dann wären wir tot gewesen. Dann wären wir höchstwahrscheinlich tot gewesen. Bist du? Ah, Skelett. Ich habe gedacht, was ist das für ein komisches Ding? Das ignorieren wir jetzt einmal. Von mir aus kann er uns die ganze Karte verfolgen. Wenn er Langeweile hat. Da haben wir ein bisschen einen Creeper, ein bisschen eine Spinne. Da haben wir nochmal einen Creeper, so alle Creeper. Wir gehen einfach mal weiter. Wir gehen einfach mal weiter. Mal schauen, wer schneller ist. Ah, okay. Die Spinne ist schnell. Die Spinne, gut, ich kann klettern ohne nichts. Ja. Aber das hat mich irgendwie aufgehalten. Da. Ich wollte nämlich da rauf mal schnell. Ich sollte das nicht unbedingt mit dem Schwert machen. So, da können wir raufhüpfeln. Aber dass ein Dschungel so gross ist. Da hinten kommen wir an ein Ende. Und ein Creeper. Aber ich sage, wir tun jetzt da mal ein bisschen die Gegner auch ignorieren. Das können wir uns ja gönnen. Hä? Sind wir einmal rundherum gelaufen? Dann haben wir wieder eine Eislandschaft. Außer die Eislandschaft ist auch so riesig. Das könnte natürlich auch sein. Aber wir sind jetzt so weit gelaufen schon. Oh, wir haben nur Halbmond, hä? Kein Ganzen. Wenn wir mal in die Richtung, dann können wir ja mal von außen ein bisschen das Zeug anschauen. Und nachher müssen wir uns dann sowieso mal am einbuddeln. Dann würde ich sagen, das nächste Mal gehen wir einfach weiter. Wir gehen wirklich immer weiter und weiter und weiter und weiter. Und wir schauen mal, eben, ich wollte mal irgendetwas finden. Aber das ist, glaube ich, schwieriger, etwas zu finden, als erwartet. Was ist das da? Nichts Spezielles, hä? Nichts Spezielles. Einfach nichts Spezielles. Schwimmen wäre vielleicht mal noch eine Option. Und schwimmen wir da mal rundherum. Hey, wir sind schon wieder Level 6. Ja moin. Es lohnt sich auch richtig, einfach mal rumschauen. Und jetzt sind wir ja wirklich weit weg. Wir sind weit weg von unserem Zuhause. Da unten sehe ich auch nichts. Hallo? Nicht mal das Fischchen? Okay. Dann haben wir einen Creeper. Kommst du ins Wasser? Kommt der ins Wasser? Der kommt wirklich ins Wasser.
Er will mit mir betteln. Yeah! So, dann haben wir einfach easy in der Mitte. Ich würde sagen, weißt du was, da hinten gehen wir jetzt mal schnell. Aber bei Eis finden wir nichts wieder. Was ist das? Ja, Sally, wir haben etwas gefunden. Was ist das? Also einen Haufen voller Zombies haben wir schon mal da. Also so Wasserleichen. Da unten leuchtet es eben auch noch umeinander. Ein Schildkröte! Einfach eine Schildkröte. Oh, oh. Ich sollte nicht einfach so ins Wasser reingumpen. Es sind schon ein bisschen viel aufs Mal. Komm. So, dann töten wir die einfach mal schnell alle. Und dann gehen wir nämlich mal gegen Güchseln. So, habe ich aus Versehen Schildkröte geschlagen? Nein! Ich habe aus Versehen Schildkröte geschlagen. So, was ist das? Was ist das? Das ist einfach ein kleines Örtchen und da haben wir ein Kisteli. Ja moin, ein bisschen Kohle, ein bisschen Weizen. Eine Schatzkarte wieder. Wir haben wieder eine Schatzkarte gefunden. Wir haben wieder eine Schatzkarte gefunden. So lange ist es her. Ist die denn weiter weg? Das ist schon ein Stückchen von da. Für das bräuchten wir aber wieder ein Bötchen. Was haben wir da einen noch? Dann warte noch schnell. Weiss, was ich noch schnell abbauen will. Wir haben wieder eine Schatzkarte. Wir können wieder auf Schatzkartenjagd gehen. Juhu! Das wollte ich noch abbauen. Das finde ich cool. Den Stein habe ich schon ein paar Mal abbauen, aber ich habe nie an der Oberfläche gesehen, immer nur im Wasser. Dann bauen wir das jetzt mal ab. Cool, dass wir etwas gefunden haben. Nice, 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 nice. Was ist diese? Nochmal ein Kisteli! Ah, warte, ich muss das wegnehmen. Nochmal ein bisschen Weizen und Kohle. Also verhungern tun wir sicher mal nicht. Und eine Angel. Eine verzauberte Angel. Angel mit Reparatur drauf. Hä? Warte, jetzt, ich probiere das mal probieren. Hallo? Wen muss ich jetzt da ziehen? Ich habe noch nie geangelt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Ich lasse jetzt einfach mal drinnen. Es blubbert so vor sich. Ah so! Sobald es runtergeht, muss man ziehen. Okay, nice. Wir haben einen rohen Dorsch gefunden. Wir haben eine Schatzkarte gefunden. Hey, bei uns läuft. Bei uns läuft. Nach ewig langen Gesuchen haben wir noch etwas gefunden. Nice, nice, nice. Das wollte ich nämlich noch schon machen. Ich wollte die Lavablöcke noch schon mitnehmen. Ich finde die aber noch cool. Ich wollte die mal benutzen, eben zum Fallen bauen. Da hat es keinen gehabt, gell? Da hat es keinen gehabt, aber da unten hat es eben noch etwas. Da würde ich eigentlich auch noch ganz gerne noch schnell reingüchseln. Was genau ist denn das? Ist das einfach so fürs Aussehen da? Weil das wollte ich mitnehmen. Come on, schneller, schneller, schneller. Müssen wir wieder rauf. Müssen wir wieder rauf. Aber hat es da unten echt auch noch etwas? Das sind aber mehrere Zombies wieder. Also das Kistchen oder so sehe ich da nicht mehr. Da unten. Das wäre nämlich nur schön zum Zwar sein, oder? So, Unterwasserkampf. Es sind nicht wenige. Also ein Wasserkampf ist verdammt leicht. Cool wäre, wenn wir mehr unter Wasser atmen könnten, weil da hinten hat es auch noch irgendetwas. Aber da hat es keine Kiste oder so, oder? Jetzt tun wir noch schnell güchseln. Ich sehe nichts derartiges. Eine Kiste oder so sehe ich nicht. Da hat es nochmal irgendein Konstrukt. Da drinnen können sich Kisten verbergen. Also wir finden allgemein recht viel mehr im Wasser als an der Oberfläche, fällt mir so auf. Aber komm. Okay, da innen hat es aber auch nichts Spannendes. Doch da! Zack, 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 zack. Nochmal eine Schatzkarte. Ja moin, wir haben 2 Schatzkarten. Wir haben wirklich 2 Schatzkarten gefunden. Das heisst, wir können auf Jagd gehen. Wir können Schätze jagen. Schon 2 Stück. Jetzt gehen wir da noch schon ganz kurz reingüchseln. Da könnte es nämlich auch noch eine Kiste haben. Jawohl! Hey, was ist los? Eine Kiste nach dem anderen gerade momentan. Und nochmal eine Schatzkarte. Die nehmen wir mit, den Rest lassen wir schnell da. Hat nichts Spannendes gehabt, weil mein Sauerstoff geht aus. Jetzt gehen wir lieber nochmal schnell runter.
Wir haben 3 Schatzkarten. Hey, Sally? So, schon kämpfen. Nachher muss ich nochmal schnell in die Kiste schauen. Und nachher buddeln wir uns schnell ein. Und dann haben wir 3 Schatzkarten. Oh, warte, nochmal schnell rauf zuerst. Und schnell etwas Food. Dass wir Herzen in dieser Zeit auffüllen. Doch, den Smaragd haben wir noch. Den nehmen wir mit. Das können wir noch mitnehmen. Verfaultes Fleisch haben wir ja auch dabei. Weizen haben wir auch dabei. Zack, und den Rest lassen wir da. Jetzt haben wir einmal einen Smaragd gefunden. Wir haben 3 Schatzkarten. Oh mein Gott. Dass wir gehen 3 Schätze jagen. Und dass man so viel an einem Ort findet, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hat sich richtig gelohnt, da hinzukommen. Hat sich wirklich richtig gelohnt, da hinzukommen. So, aber was ich jetzt sagen würde, ist, wir müssen dann schauen, dass wir die nächste Folge mal so ein Bötchen machen. Aber. So, dann tun wir da schnell nämlich unser Bettchen anstellen. Wir haben schon wieder volles Inventar. Ich glaube, ich nehme zu viele Sachen mit, die wir gar nicht brauchen. So, dann würde ich jetzt nämlich mal sagen, ich weiss nicht, warum ich das Bettchen angestellt habe, aber wir haben recht viel Erfolg in dieser Folge, ja. Wir haben 3 Schatzkarten gefunden. 1, 2, 3. Das heisst, wir können jetzt auf Prismarinkristall, keine Ahnung, was das ist. Das heisst, wir können in der nächsten Folge auf 3 Schatzkarten Jagd machen und unseren Schatz suchen. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch Spass gemacht hat, lasst euch einen Kommentar, ein Like oder einen Daumen da. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde Minecraft in der Schweiz. Danke für mal und ciao.